Tief im Lande Nageria. In den Schmieden des Konsolenberges erhebt sich eine uralte Macht. Tausende von Disks wurden geschmiedet, um uns vor die Bildschirme zu ketten. Und unsere Finger an die Controller zu fesseln. Nur eine Disk, die mächtigste unter allen. Mit dem Namen Herr der Ringe, der Krieg im Norden. Wurde den wohl außergewöhnlichsten Kreaturen unter allen freien Völkern Nagerias zuteil. Was ist dann los? Ich hab dir doch gesagt, du sollst mit dem Scheiß-Trikot wäre! Bei Herr der Ringe, der Krieg im Norden handelt es sich um ein Action-Rollenspiel von Warner Bros. Und den Snowblind Studios. Dort kämpft man sich durch 12 verschiedene Haupthandlungsorte, die in den Filmen zum Teil gar nicht zu sehen waren. Ja, und hier hat man die Möglichkeit, als Zwerg, Elbin oder Waldläufer in die Schlacht zu ziehen. Leider spielt man aber nicht Gimli oder Aragorn, sondern eher unbekannte Figuren. Ziel des Ganzen ist es, den Hauptakteuren aus der Herr der Ringe-Geschichte den Rücken frei zu halten und den Norden von Saurons Schergen zu befreien. Hauptgegner ist Agandar, ein mächtiger Zauberer und die rechte Hand Saurons. Das Spiel ist 2011 erschienen und für die Xbox 360, für die PS3 und für den PC erhältlich. Und ob es sich wirklich um ein gutes Action-Rollenspiel handelt, erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Also ringfrei für unsere Kritik. Also im Prinzip läuft der Krieg im Norden immer gleich ab. Ihr befindet euch im Dorf, sammelt dort Haupt- und Nebenquests ein, kauft oder repariert Waffen und begebt euch dann ins Schlachtfeld. Dort warten dann Horde über Horde an Gegner, die ihr dann alle nach demselben Schema draufballern und reinrennen umlegt. Also Abwechslung findet ihr hier leider nur bei den Bossgegnern. Im Gefecht finden sich die Stärken des Waldläufers und des Zwerges im Nahkampf. Wohingegen ihr als Zauberin mehr für Heilung und für Schusszauber zuständig seid. Dabei steuern sich die Kämpfe relativ simpel. So habt ihr im Grunde nur leichte und schwere Schlagmanöver und könnt nebenher noch mit Bögen, Armbrüste oder Zauber schießen. Und nebenbei gibt es dann noch Schnelltaste für Heiltränke. Für Einsteiger ist die Steuerung zwar gut, erfahrene Spieler langweilen sich aber eher. Ein Beispiel dafür sind fehlende Kombos oder akrobatische Highlights. Ach, bevor wir es vergessen, das Spiel ist ja eigentlich für Multiplayer ausgelegt. So kann man bis zu 3 Spieler im Splitscreen oder online jederzeit loslegen oder weitermachen. Außerdem gibt es noch frei anwählbare Herausforderungen, die sich aber mit dem normalen Spiel nur durch noch mehr Gegnerhorde unterscheiden. Aber wo sind jetzt eigentlich die Rollenspielelemente? Tja, die findest du in der Skillung von deiner Figur. Aber ich hatte eher das Gefühl, dass es nur im Menü schick aussieht und im eigentlichen Spiel nicht wirklich viel bringt. Ja, außer dass man neue Waffen benutzen kann, bringt es eigentlich wirklich fast gar nichts. Oh, okay. Zumindest fühlen sich die Kämpfe dadurch nicht leichter, besser oder ausgewogener. Naja, dann bleiben einem ja nur noch die kleinen lustigen Gimmicks wie Spezialattacken oder dem Ruf von Helfern wie dem Adler. Ja, du hast schon leider recht. Und genauso ist es eigentlich mit den Rüstungen, die sehen nur minimal anders aus, aber helfen tun die wirklich nix. Im Grunde genommen gut gemeint, aber eher mäßig ausgeführt. Renton, was hättest du eigentlich für eine Grafik? Ja, auf den ersten Blick wirkt sie durch die verschiedenen Schauplätze ganz stimmig, aber bei genauerem Hinsehen sieht man doch, dass alles ziemlich matschig und leblos ist. Bei näherer Betrachtung fällt mir eigentlich auf, dass die Figuren sehr steif wirken. Ja, du hast ja recht, das fällt besonders bei Nahaufnahmen in Gesprächen auf. Was mir auch auffällt, sind die Synchronstimmen. Kann sein, dass hier eine Stimme für mehrere Personen verwendet wird? Ja, das ist, glaube ich, die Synchronstimme von Liam Neeson. Die wurde gleich bei 3 Figuren zum Einsatz gebracht.
Es ist vollbracht. Jetzt wird unsere Anwesenheit hier entdeckt werden. Ist das das Beste, wozu ihr Gesindel in der Lage seid? Ich selbst war erst vor einigen Tagen in den Ettenöden. Ja, außerdem gibt es noch ein paar Fehler. Zum Beispiel läuft nicht alles synchron und manche Warnungen oder Sätze kommen zu früh oder zu spät. Wir können jetzt hindurch! Ja, da hast du gut hingekehrt. Also insgesamt wirklich Synchro und auch der Soundtrack, was ich persönlich sehr schade finde, eher lasch. Aber mal was anderes, wie sieht's denn eigentlich mit der Story aus? Die ist eigentlich nichts Außergewöhnliches, aber auch nicht außergewöhnlich schlecht. Sie passt eigentlich gut ins Herr der Ringe-Universum. Ja, bei genauerem Hingucken ist mir eigentlich aufgefallen, dass im Prinzip das alles wie in den Filmen abläuft. Verschiedene Rassen ziehen gegen verschiedene andere Rassen in die Schlacht. Naja, wenigstens in den Quests trifft man auf bekannte Personen wie Gandalf, Bilbo oder Arwen. Du hast recht. Ich bin Legolas, Sohn von Thranduil, König des Waldlandreichs. Und ich nehme an, du bist ein Zwerg vom einsamen Berg. Leb wohl, Waldhelden. Ja, und was halten wir jetzt eigentlich von dem Spiel? Es gibt zwar viele Kritikpunkte, aber das Spiel macht im Grunde doch Spaß. Ja, du hast recht. Also meiner Meinung nach kann das Spiel auch im Multiplayer wieder Punkte holen. Achtet aber wirklich drauf, dass ihr nicht mehr wie 10 oder 20 Euro für das Spiel ausgebt, weil dafür sind die Kritikpunkte doch zu groß. Also wer richtig gutes Herr der Ringe Spiel sucht, der sollte eigentlich auf ältere Titel, die auf vergangene Konsole oder auf dem PC rauskommen sind, zurückgreifen. Gute Beispiele sind hier die Schlacht um Mittelerde oder die Rückkehr des Königs. Haben wir's dann jetzt? Ah jo, gehen wir. Die bringen die Hobbits nach Isengard. 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 Die Hobbits, die Hobbits, die Hobbits, die Hobbits nach Isengard. Nach Isengard. Die Hobbits, die Hobbits, die Hobbits, die Hobbits nach Isengard. Nach Isengard. Die Hobbits, die Hobbits, die Hobbits, die Hobbits nach Isengard. Nach Isengard. Die bringen die Hobbits nach Isengard. Was hat er gesagt?